So, wie du siehst, ich habe mich noch mal kurz reingeschalten. Das ist nun das letzte Stückle. So. Schilde sind von Medigel aufgetragen. Ja, danke Shepard für die Info. Alter, ich bin jetzt blöd zum Schießen. Ja, wir sind nun Ich am... glaube, wir sind fertig, Commander. Noch nicht ganz, Junge. Wir müssen noch diese 3 VIs zerstören. Beziehungsweise noch einmal diese VI-Röhren. Da haben wir noch 4 Stück normal. Jetzt weiß ich nicht, wo das hingeht. Das muss da hinten drin sein, genau. Da haben wir jetzt noch einmal 4 Röhren. Und dann sind wir eigentlich durch. Hoffe ich halt mal. Tja, wenn du nicht ins Lehrbuch schaust, du dir glatt auf die Schnauze haust. So. Zusätzliche Sicherheitsdrohnen werden aktiviert. Na komm. Schütze, Schildboost, Blutbad und Belastung. Okay. Ah. Ich glaube, wir haben's. Alle Ziele neutralisiert. Sehr gut, Kaidan, sehr gut. Jetzt haben wir genug repetitiven. Ich glaube, repetitiv kannst du eigentlich gar nicht sagen. Aber wir haben jetzt halt viel Fort Durti, mach das hin, Fort Durti, mach das hin, Fort Durti, mach das hin Sachen gemacht. Und was? Genau, genau. Schilde sind von Das plötzliche Auftreten von weißen Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das HUD ihres Kampfanzugs übersetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. Diese Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VI-Cluster aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht.
Ihre Spezialisierungsklasse wird Ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentränge in Ihrer Basisklasse werden auf Ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche Boni mit jedem Rang in Ihrer Spezialisierungsklasse erhalten. Ach du Scheiße. Das ist mir jetzt für die Aufnahme gerade ein bisschen zu gewesen. Jetzt warte mal kurz. Sturmpionier. Sturmpioniere sind hochqualifizierte Tötungsmaschinen, die in allen Kampfsituationen überragen. Verbessert Gesundheit, Schadensschutz, die Fertigkeiten Immunität oder Barriere. Kommando. Um ihre Gegner zu eliminieren, vertrauen Kommandos eher auf die tödliche Effizienz und präzise Angriffe, denn auf rohe Gewalt. Schaden mit allen Waffen. Verbessert die Fertigkeit Immunität, verbessert Schütze, verbessert Attentat. Das nehmen wir. Cool. Ich bin froh, dass ich die da jetzt nochmal mit reingenommen Sicher. habe. Ja, genau. Und solltest du dich wundern, ich habe das an Episode 14 rangeschnitten, weil ich es einfach lustig gefunden habe. Genau. Jetzt gehen wir da schnell raus. Und beim nächsten Mal, wenn ich den Schnitt hinüber mache, sehen wir uns dann auf der Normandy. Genau, dann sehen wir uns auf der Normandy und dann werden wir mal die Sachlage besprechen und schauen, wie wir weitermachen. Genau, denn unser Abenteuer ist ja noch lange nicht vorbei. Wir werden da jetzt einmal... Da habe ich einiges zusammengetragen. Alles nehmen bitte. Weg. Codex, da brauchen wir jetzt dabei mal nichts. Da haben wir jetzt mal speichern. Genau. Und ich schalte jetzt eigentlich... warte mal, Squad. Im Prinzip hat sich nichts verändert. Sturmangriff könnten wir weitermachen später. Ja. Kommando, da schau her. Kommando und Sturmangriffstraining, das gefällt mir auch sehr gut, ja. Ja, wir werden das schon noch sehen. Okay, haben wir noch irgendwo Punkte zu vergeben? Nö. Genau, weil jetzt werden wir wieder ein paar Tage vergehen, als dass ich alles vorbereitet habe. Na, was das wird das anders machen? Speichern. Wie machen wir das am blödesten? Na, ich speichere jetzt noch mal an und dann schalte ich uns, mache einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Baba! What have you done with them? They are screaming, can't you hear them? Can't you hear them? Did you ever lose a tear? No, 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 no. You never got a feeling. The fire's getting stronger. You don't have a chance. Here comes the end. They're gonna get you, babe. Your heart's full of greed, but you'll never succeed. Und mit unserem 3-Meter-Haus grüß dich zurück zu Mass Effect. Wir haben uns das letzte Mal da durch dieses komische Minenfeld gekämpft. Wir haben das dann deaktiviert und jetzt gehen wir da ins Gebäude hinein. Wir haben ja noch 2 diesen Dings mit dem Ausschalten noch und dann noch einen. Und mal schauen, was uns da neu erwartet.
Oh Gott, das mit die Bewegungsmelder, das ist eine richtige Zitterpartie. Da fängst du richtig ins Zigarrenschneiden im Arsch an. Feindkontakt. Ah, das war ein gelungener Volltreffer. Und falls du fragst, ich spiele meine Spiele prinzipiell ohne Auto-Aim, nennt man das so? So dieses automatische Zielen, genau. Ja. Wo ist die Drohne jetzt hin? Die Warzen. Hallo? 1, 2, 3, 4. Au. Jetzt gerade Zeit für Kiste öffnen. Da ist noch eine. Die zwei Mädels kümmern sich um die Drohne, dann kümmere ich mich da um So, heute mal bitte Shepard. Sehr gut. Da ist noch eine, schau. Oh, da. Kill eingeleitet. Blind auch schon wie so. Die Kiste nehmen wir mit Stiletto 5 und Tornado 5. Schön. Da muss irgendwo ein Nest sein. Das werden wir jetzt gleich suchen und da werden wir gleich mal Insektenvernichter spülen. Oder Kammerjäger. Oder Ghostbuster. Keine Ahnung. Medizin, ganz wichtig. Dankeschön. Also so viel Zeit muss sein. Sehr gut. Ich bin dran. Was? Wer ist dran? Naja. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da!
nicht schießen, bitte! Ah. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde Sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir! Naja, dann werden wir uns diesem Problem widmen. Genau. Nur was wir danach angehen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir werden danach wir haben ja eigentlich schon so weit alles gemacht. Alles, was sich so rund um die Galaxien etc. abgespielt hat, haben wir, glaube ich, schon so weit alles erledigt. Was mich dann noch interessieren würde, sind einige Missionen, die wir noch abgeben können auf der Citadel. Müssen wir uns dann durchschauen. Und generell müssen wir nochmal auf die Citadel reisen, dass wir, ja, habe ich schon gesagt, angeben und vielleicht finden wir noch eine Mission, die wir nicht gemacht haben bis dato. Mal schauen, was es ergibt. Weil nämlich Noveria und Feros dauern ein bisschen. Ich bin ja nur froh, dass wir uns so entschieden haben, dass wir das Spiel rundum und anfangen. Weil so haben wir nämlich, glaube ich, auf Noveria ist das. Bin ich drauf gekommen, je höher du mit Charisma und Sprache etc., je höher das am Anfang schon wird, umso leichter tust du dann in Feros. Nein, Noveria ist das, Entschuldigung. Aber du siehst es dann eh alles. Okay. Ausrüstung. Ja, alles nehmen, danke. Na, das machen wir jetzt. Machen wir das schnell? Weißt du was? Das machen wir. Das könnte man eigentlich jetzt schnell machen. Siehst? Dann könnte man eigentlich jetzt mal die Sturmgewehre beseitigen. Genau. Da machen wir Universalgel draus. Brauchen wir eh immer wieder. Boah, das schaut auch geil aus. Aber nur ist die Abklingzeit verheerend. Weißt du was? Sei es drum. Wir machen es so. Ihr seid ja wahnsinnig, oder? Weißt du was? Sei es drum. Wir machen es uns noch leichter. Dann machen wir da draus, dann machen wir das da draus. Okay. Bei der Pistole. Schrotflinte haben wir. Hurricane. Wow. Die nehmen wir mal. Ja, passt. Das können wir dann alles eigentlich ein bisschen umwandeln in Universalgel. Damit wir das haben, was wir brauchen. Dann haben wir die Pistole. Striker 4, Edge 5, Kessler 5, Raikou 5. Stil. Boah! Also der geilt mich schon auf. Stiletto, den nehmen wir. Warte mal. Stiletto. Ah. Weißt du was, da können wir den auch nehmen. Den nehmen wir. Und das wandeln wir jetzt wieder um. Ich glaube, da sind wir dann auf der sicheren Seite.
Was haben wir beim Präzisionsgewehr? Schaut gut aus. Ich glaube, wir nehmen die. Also, da könnte man die auch nehmen. Wir nehmen das da. Den Rest verarbeiten wir wieder. Was wir aber dann später noch probieren könnten. Titan 5. Schadensschutz 36. Schilde 150. Biotikaschutz 28. Haben wir nix. Weißt du was? Wir werden uns, glaube ich, für die entscheiden. Die hat zwar Schadensschutz 36, aber 150 Schild und 28 bis 6 Tech-Bioschutz. Das könnte man nehmen. Ah, das ist die geile. Das ist cool. Die gefällt mir. Die nehmen wir auch. Nur was wir jetzt damit den Scheiß machen, weiß ich einfach noch nicht. Das werden wir dann sehen. Und der Rest passt. Sehr gut. Da dann wir mal speichern. Tagebuch, wie weit sind wir weg von etwaigen. Passt, da haben wir alles gemacht. Perfekt. Perfekt, Baby. So, jetzt hör auf zum Momentum blödeln, du. Na, wir haben noch 2. Siehst du, gut zu wissen. Warte mal kurz, ich muss noch mal auf die Karte. Wenn wir da aus diesem Kessel geschickter wär's, wir fahren da durch, zur zweiten Anlage. Oder zur dritten. Ist ja wurscht, scheiß drauf. Wie viel das jetzt sind, das soll uns nicht weiter jucken. Ich weiß nur, dass wir noch einiges an Arbeit haben, bis wir dann mal dem Saren auf die Spur kommen. Na, mein Gott, Kruzifix da. Also siehst du, mit dem Kit war das einfacher gegangen. Dann werden wir uns einen anderen Weg suchen. Ich bin ja da nicht so. Oh. Boah, das schaut geil aus. Warte mal kurz. Wir brauchen ja Thumbnail, ist ja scheißegal. Okay. Brennweite. Tiefenschärfe aus. Das aus. Blendenzahl aus. Stärke der Bewegungsunschärfe. Da ist Drama komplett over. Dann könnte man
den noch ein bisschen weiter so herlegen. Genau. Dann die Sättigung. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt da. Na, Sättigung, das lassen wir es so. Oder drehen wir die Sättigung ein bisschen weiter auf. Oh, das schaut geil aus. Helligkeit, Kontrast, Filter. Da kriegst du Augen-Aids. Wir bleiben beim Normalen. So. Filmkörnung aus, braucht keiner. Aus, Vignette aus, Blooming aus, bla bla bla, das drehen wir auch, bla bla bla. Genau. Passt. UI. UI verbergen, das schaut irre geil aus. Kurzer Blick, ich drücke hier mal auf Screenshot. So, da. Und dann wieder speichern. Uah. Wieso deppert? Das war jetzt ein Volltreffer. Ihr Hosenscheißer. So. Ich hab's ja schon mal erwähnt, es gibt nur eine Stelle, wo ich mich informieren muss, und da ist es in Teil 2. Weil du hast dort nämlich eine Mission mit einem bestimmten Ablauf, und wenn du da nur einen kleinen Fehler machst, ja. Ist das noch irgendwas ein Gefechtsturm? Ausschauen jetzt so. Nö. Dann steigen wir mal aus. Sehr gut. Tallinger Septo. Du geile Nudel, du! Und immer böse schauen, der Shepard. Immer böse, immer böse. Immer grimmig. Aber er zählt ja nicht umsonst zu meinen absoluten Lieblingscharakteren in Videospielen. Boah. Die waren frei. Sehr gut. Irgendeine von den Mädels hat jetzt gerade ein bisschen mitgedacht. Gitarre. Botte ist gut. Kurzer Blick, wir verstecken uns da kurz. Boah, wir sind schon Stufe 29. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Stufen gibt. Kommando. Geil. So, was machen wir bei dir, süße Maus? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warp und das.
Bei dir machen wir. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, wie das da funktioniert. Dass die Begleiter die Dinge machen, weißt du? Das muss ich mir erst einmal anschauen. Mei. Also da ist tut mir jetzt nicht leid. Ehrlich nicht. Ich leide mit, ja, aber Mitleid? Nö. Kurzer Blick. Optionen. Kalibrierung. Na. Steuerung. Das kannst du doch gar nicht einstellen. Kameraempfindlichkeit. Ja, jetzt lassen wir es einfach, ist wurscht. Boah! Also der macht gut Schaden. Bist du deppert? Naja gut, im Kampf gegen Saren werden wir es dann eh brauchen. Ich flicke sie wieder zusammen. Ihr Weib, ihr Synchronstimmen, also die Dame, die jetzt den Shepard synchronisiert, diese Stimme hört sie im zweiten Teil nämlich noch rauer und noch bissiger an. Und das hat mir eigentlich am Anfang auch ganz gut gefallen. Es war ein Fallout, so Fallout 4. Da hat mir der weibliche Charakter in der Synchro besser gefallen, von der Synchronstimme her wie der männliche. Obwohl angeblich ja der männliche Synchronpart ja der Dings gesprochen worden hat, oder hat da, wie heißt's, hilf mir, da die Synchro vom Antonio Banderas, glaube ich. Mir das jetzt liegen. Aber findest du im Internet.